Hallo Reisefreunde zum letzten Tag in Dänemark. Heute um 8:15 Uhr oder besser gesagt um 20:15 Uhr verlassen wir das Land, aber vorher schauen wir uns zumindest noch diese Wanderdüne an und wir wollen unbedingt noch sehen, wo die Ostsee in die Nordsee fließt. Oder war es umgekehrt? Ja, wir sind super gespannt, was uns heute noch alles erwartet. Dänemark hat uns ja bis jetzt total überrascht, wirklich total überrascht. Es ist das pure Naturparadies. Absolut. Je weiter nördlich dass man kommt, desto weniger Zivilisation, desto mehr Wälder und Dünen. Und ach, es ist einfach herrlich. Auch die Nacht auf heute war einfach wieder bei einem Naturpark direkt in der Natur. Das Einzige, was du hörst, sind die Vögel und das ist echt geil. Ich würde sagen, wir ziehen dann heute Abend noch ein abschließendes Fazit. Jetzt erkunden wir erst noch eure letzten Tipps, die wir erhalten haben und ich würde sagen, wir gehen los. Die Düne. In Dänemark gibt es ja geschätzt 730 Millionen Islandpferde und ich denke, auf jedem kann man eine Reittour machen. Aber noch perfekter als ein Islandpferd wäre ja eigentlich ein Kamel oder ein Dromedar. Dann könnte man die ganzen Dünenlandschaften hier gemütlich vom Kamel aus erkunden. Ja, wie wir gestern gesagt haben, in der Karawane, ja, oder? Ja, eine Karawane, eine Kamelkarawane. Das wäre schon was. Ist echt anstrengend, hier im Sand zu laufen. Teilweise ist der ordentlich tief. Wo sind wir denn? Fein. Wir sind auf Rabjerg Miele. Irgend so in dem Stil. Wir schreiben es unten hin, hä? Ja. Das ist schon ganz in der Nähe von Skagen. Also wir sind fast schon am nördlichsten Punkt von Dänemark. Und der Parkplatz, der ist sehr groß hier. Als wir angekommen sind, waren auch schon 2 Reisebusse da. Glücklicherweise sind die beide weg. Wir sind im Moment komplett alleine hier oben, aber es ist auch noch früh. Was haben wir jetzt? Vielleicht 9? Ja, ein bisschen nach 9. Also so. Die optimale Zeit. Genau, weil also so von der Größe vom Parkplatz an kann es hier schon sehr voll werden. Aber die ganze Infrastruktur ist natürlich wieder da mit Toiletten, gratis Parkplatz und so weiter. Ja, und ich denke, jetzt haben wir hier noch ein bisschen was an Düne vor uns, das zu erkunden. Hier bei den Toiletten hat es noch eine Informationstafel und obwohl alles dänisch ist, konnten wir zumindest etwas davon entnehmen. Und zwar hat die Wanderdüne, die braucht, hier sieht man es, das ist die Ostsee, um einmal hier quer über das Land, über diese Landzunge zu kommen, rund 500 Jahre. So ist sie also dann innerhalb von 500 Jahren aus der Ostsee hinauf über das Land in die Ostsee. Spannend. Und jetzt geht's weiter nach Skagen. Okay, das ist Skagen, wenn ein Kreuzfahrtschiff angelegt hat. Ich würde mal sagen, nichts wie weg. Und jetzt sind wir in Grenen vorne, der letzte Parkplatz, bevor Dänemark zu Ende ist. So eine Tour hier kann man machen mit dem Trecker, dann fährt man raus auf das Meer, auf den Strand. Die kostet 30 Kronen pro Person. Wie lange das dauert und so weiter, das haben wir keine Ahnung. Und das werden wir wahrscheinlich auch nicht herausfinden. Aber wir werden herausfinden, was für Hotdogs das es hier gibt. Weil wir haben dieses typisch dänische Würstchen gesehen. Was hast du da? Ein roter Hotdog. Das ist jetzt also diese typische dänische Wurst. Dieses rote Würstchen. Aber ich kann schon mal sagen, schmeckt überhaupt nicht, wirklich überhaupt nicht. Kein Geschmack oder einfach ein komischer einfach, Geschmack? Also richtig hässlich. Ganz ehrlich, so ein bisschen wie Plastik. Schmeckt gar nicht. Also nicht ausprobieren. Lieber sowas wie Steffi hat. Ganz sowas normal. Normales halt. Niemals sowas nehmen. Nie.
wie ihr wahrscheinlich im Hintergrund erkennen könnt, sind wir quasi alleine. Nee, kleiner Scherz. Es ist eine regelrechte Karawane, die hier zur nördlichsten Spitze von Dänemark pilgert. Verständlich natürlich, ein ganz spezieller und einzigartiger Ort. Für uns sind es auch immer noch ein paar Meter, die wir gehen müssen. Und wir hoffen, wir können euch das Ganze dann irgendwie rüberbringen. Wir sind ja selber gespannt, was es da gibt, was man da sieht und wie das Ganze funktioniert. Was schon mal wirklich wieder fabelhaft ist, ist der Sand hier. So Sand haben wir, glaube ich, das letzte Mal auf der Weltreise vielleicht in Neuseeland angetroffen. Da war der so fein und so weiß, war wirklich, ja, ein Traum hier eben, außer den vielen Leuten. Weiter geht's. Ein paar Minuten zu Fuß sind wir auch da, wo der Trecker hinfährt, an der Spitze von Dänemark. Und nun seht ihr, jetzt muss ich aufpassen, auf dieser Seite hier die Nordsee und da drüben die Ostsee. Und da vorne seht ihr ganz viele Touristen, die natürlich Bein für Bein da drin sind. Wollen wir mal testen, ob wir das fertig bringen, ohne dass wir jemanden drauf haben? Wir können es probieren, aber ich glaube, die Chancen sind relativ gering. Ich habe da einen Trick. Und hier vorne ist der eigentliche Spot jetzt, wo sich die zwei Meere treffen. Wir waren ja auch schon in Tarifa, wo sich das Mittelmeer mit dem Atlantik trifft. Das Video, falls ihr das nicht gesehen habt, das findet ihr jetzt hier oben. Und ja, so ein bisschen, das ist so rein von der Geografie her ja ein total spannender Punkt. Aber ich glaube, so ganz früh am Morgen oder ganz spät am Abend macht der Punkt hier noch mal ein bisschen mehr her. Und wie fühlt es sich an? Ja, also man merkt schon, dass die Strömungen von zwei verschiedenen Seiten kommen. Man sieht sie auch von Wellen schon an. Und es hat überall Schilder, dass absolute Lebensgefahr herrscht, um hier zu baden. Genau, Sprich, es ist wirklich richtig gefährlich hier. Ja. Man sieht es nicht richtig, aber es fühlt sich schon so an. Und es ist kalt. Ja, definitiv kalt. Echt kalt. Aber ein cooler Ort. Ja, auf jeden Fall. Muss man doch mal gesehen haben. Ja, als Europareisende sowieso, oder? Wo sich Ostsee und Nordsee treffen. Können wir mal abklatschen, oder? Ganz eine coole Sache. Wart ihr auch schon mal hier? Schreibt es unten in die Kommentare. Wir haben ja ganz viele Leute, die schon in Dänemark waren. Oder vielleicht wart ihr ja an einem anderen Ort, wo sich zwei verschiedene Meere oder Ozeane getroffen haben. Lasst uns gerne mal wissen. Was machen wir jetzt noch? Selfie! Bezahlt haben wir jetzt für diesen Ausflug 19 Kronen für 1 Stunde 41 Parken. Ist natürlich ziemliche Abzocke hier oben, vor allem was den Übernachtungspreis angeht, das haben wir euch ja vorhin schon gesagt. Es führt eigentlich kein Weg daran vorbei, außer man parkt im Ortskagen und lauft dann hier raus. Dann ist das wobei der Parkplatz ja auch gekostet hat. Ja, aber weniger, der hat viel weniger gekostet. Und ja, der Spaß war es aber wert und das Geld war es auch wert. Es war super und weiter geht's. Schon stehen wir wieder zur Einfahrt auf eine Fähre. Es ist soweit. Tschüss Dänemark! Ja, wir haben uns für die Fähre entschieden. Wieso, weshalb, warum, werden wir auf der Fähre direkt noch beantworten. Das Bötchen wartet. Ich muss schnell spicken, wie die denn heißt. Jutlandica habe ich gemeint. Jutlandica, genau. Ja, genau. Das Schiffchen bringt uns heute in 3,5 Stunden direkt nach Schweden. Sind noch wenige Minuten. Genau, nach Göteborg sind nur noch wenige Minuten und es wird wahrscheinlich unsere erste Überfahrt, auf der es auf unserer Reise jetzt total hell bleibt. Ja, wir bevorzugen normalerweise Abendfähren, dieses Mal auch. Um 7:45 fährt sie los. Aber naja, es wird ja nicht mehr so richtig schnell dunkel. Wobei bis halb 12 fahren wir oder 20 vor 1. Ja, wir müssen das... Wenn wir da sind halt.
23:40 Uhr, Ja. 20 vor 12 sind wir da. Und wahrscheinlich Ist es dann noch so Dämmerung ein hat's bisschen. bestimmt, Aber ihr werdet es aber- natürlich sehen. Wir melden uns vom Schiff wieder, wenn wir alle Infos für euch haben für die Überfahrt, dass ihr genau das auch einmal machen könnt. Ich habe euch ja gesagt, dass ich euch noch ein paar Zahlen zukommen lasse. Und ich habe mir das vorher rausgeschrieben. Also wenn man zuerst nach Dänemark fährt und dann vom Festland aus Richtung Schweden will, dann muss man nicht nur über die Öresundbrücke, sondern auch über die Storebæltbrücke. Das heißt zweimal Brücke und zweimal Mautbrücke. Das läppert sich ganz schön zusammen. Für uns wären das für ein Fahrzeug unter 6 Metern und unter 3,5 Tonnen 34 € für die Storebæltbrücke und 59 € für die Öresundbrücke, macht total 93 €. Und man kann das jetzt im Voraus buchen, dann kriegt man so ein Kombi-Ticket, das kann man aber nur online und nur im Voraus buchen und dann kostet es nur 83 €. Wir haben für diese Fähre hier 91 € bezahlt für die Fährüberfahrt. Also wir sind praktisch gleich auf, wie wenn wir die 2 Brücken genommen hätten. Bloß hätten wir ja alles noch wieder runterfahren müssen und dann vor allem in Schweden alles hinauf, was wir nun mal schon gesehen haben. Ich glaube, die Zuschauer wissen noch nicht, wo wir abgelegt sind. Das wäre vielleicht noch wichtig. Nicht in Friedrichshafen, das liegt nämlich am Bodensee, sondern in Friedrichshafen. In etwas, genau. Richtung Göteborg, also ganz im Norden, oben haben wir die Fähre genommen. Es gibt verschiedene Fährverbindungen, unter anderem kann man zum Beispiel auch nur eine Brücke nehmen, also nicht die Öresund, sondern nur die andere Brücke. Und von dort dann, von der Nordspitze kann man eigentlich vielleicht eine halbe Stunde maximal, wenn nicht sogar noch kürzer, kann man da auch eine Fähre nehmen. Jetzt die meisten von euch, wenn sie Richtung Schweden fahren, werden ja wahrscheinlich von Deutschland her die Fähre direkt nach Dänemark nehmen und nicht übers Festland kommen. Und da könnt ihr euch eine Brückenfahrt sparen. Wenn ihr zum Beispiel von Puttgarten oder von Rostock aus kommt, dann könnt ihr da mit der allein, da kann man solche Kombi-Tickets lösen und zwar dann Fähre plus Öresundbrücke, weil die andere Brücke, die braucht ihr nicht, wenn ihr da kommt. Und das ist ja dann die klassische Vogelflugroute. Ein paar Inseln, die sind aber mit Brücken verbunden, die nicht Maut kosten, soweit ich informiert bin, sondern erst dann eben die Öresundbrücke, die kostet dann. Ja, und also jetzt kommen wir mehr oder weniger auf den gleichen Betrag, aber wir können jetzt natürlich ein bisschen Zeit einsparen, weil wir eben den Süden von Schweden weglassen, sondern erst in Göteborg einsetzen und da will ich sowieso natürlich auch hin, weil da wohnt nämlich eine Freundin von mir, die ich normalerweise immer nur in Malaga, also im Süden von Spanien getroffen habe und sie jetzt einmal bei sich zu Hause zu besuchen, da freue ich mich drauf. Wir sind mitten auf See, wirklich mitten auf See und ihr könnt es wahrscheinlich sehen, wie hell das noch ist. Es ist mittlerweile fast 10 Uhr abends und es ist immer noch hell und es wird immer noch heller mit jedem Tag und auf das freue ich mich natürlich auch richtig, wenn die Tage noch länger werden, wenn man noch mehr von der Zeit hat, in der man reist, richtig cool. Ja, wir sind jetzt noch gut 2 Stunden unterwegs, bis wir in Schweden eintreffen. Wird spannend und ja, weiter geht die wilde Fahrt. Fähre ist super, super WLAN, alles funktioniert perfekt, also wirklich Daumen nach oben auch für die ganzen Infos von Steffi. Schreibt mal unten in die Kommentare alle Daumen nach oben für die vielen Infos von Steffi, weil das ist immer so cool, was sie sich alles raussucht, wie viel Arbeit das sie sich macht, für die ganzen Infos und so weiter. Sie gibt sich da wirklich riesig viel Mühe, darum schreiben wir alle unten in die Kommentare. Vielen lieben Dank Steffi oder Hashtag Danke Steffi oder sowas, das wäre richtig cool. Ja, wir genießen jetzt noch die Überfahrt, schauen ein paar YouTube-Videos und ja, den Sonnenuntergang, den gibt es ja quasi nicht.
Hallo Schweden! Da ist sie nochmal. Ja, und jetzt haben wir 5 vor 12 und ihr seht das, es ist nicht wirklich dunkel. Es ist schon Nacht, aber nicht dunkel. Ja, ich glaube, dann war es das jetzt auch. So von wegen Zollkontrolle und so weiter und so fort. Nö. Hier wollten wir eigentlich direkt am Hafen stehen. Tja, leider ist der Platz hier voll. Und das da drüben, das ist der ausgewiesene Wohnmobilstellplatz. Und hier, wo wir jetzt gerade gefahren sind, ist eigentlich nur ein normaler Parkplatz. Und deshalb fahren wir jetzt weiter. Göteborg hat relativ viele Mautstraßen und deshalb dauert das jetzt rund 20 Minuten für 8 Kilometer. Einen wunderschönen guten Morgen aus Schweden. Wir sind dann gestern hier am Rande eines Kulturreservats, also eines Naturreservats eigentlich, gelandet. Ein ganz, ganz schöner Stellplatz, ziemlich außerhalb von Göteborg. Das am Hafen, das war ja nichts, das habt ihr gesehen. Und somit sind wir in Schweden angekommen. Aber die richtigen Schweden-Vlogs, die starten dann das nächste Mal. Für heute war es das. Wenn euch das Video gefallen hat, die Fährüberfahrt, einfach alles, die Wanderdüne, gebt uns gerne einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal, schreibt viele, viele Kommentare, auch wenn wir momentan nicht immer dazu kommen, diese schnell zu beantworten, lesen wir jeden einzelnen durch von euch und freuen uns über jedes einzelne Wort immer und immer wieder. Also fleißig schreiben, es freut uns sehr und ja, beim nächsten Mal starten dann die Schweden-Vlogs. Wir sind super gespannt. Für uns geht es jetzt zu Ikea, da gibt es WLAN. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.